Guten Morgen miteinander, ich freue mich wieder mal da zu sein. Ich habe noch etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es bis Ihnen seht. Das sind Dürers Hände in Stahl gegossen. Das ist ein bekanntes Kunstwerk, das man in Wien anschauen kann. Und es ist ein Geschenk von Dr. Ossermann an seine Freunde. Das hat in sich Folgendes. Es ist schon lange her, wir haben damals eine Gemeindeaufbauarbeit in der englischen Kirche in Davos gemacht. Und die englische Kirche ist ja gerade direkt vis-à-vis vom Kongresszentrum. Und etwa, das war 1980, hat es schon das WEF gegeben. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und Dr. Ossermann war ein Wirtschaftsführer, Direktor von der Voestalpine Stahlwerk mit 80'000 Beschäftigten. Was vor allem bei ihm war, er war überzeugter Christ. Er hat Bücher geschrieben, er hat viele Vorträge gehalten. Und wir haben ihn kennengelernt, als er bei uns in Chile den Schaukasten gelesen hat. Wir haben ihn dann gefragt, ob er nicht in einem Jahr während dem WEF Vorträge halten in der Chile gerade nebendran und Menschen, auch so Manager, auf Jesus Christus hinweisen. Hat er dann gemacht. Und dann war es, dass damals das WEF noch über das Wochenende gegangen ist. Und dann haben wir Gottesdienst gehabt, am Sonntagmorgen, und ich bin dran mit Predigen. Es sind eindrückliche Gottesdienste mit Leuten aus der ganzen Welt. Mein Thema war der reiche junge Mann, der zu Jesus kommt. Am Nachmittag haben wir ihn und seine Frau eingeladen zu uns zum Kaffee. Und er hat dann schnell mal gesagt, dass ihm das am Morgen überhaupt nicht gepasst hat. Und zwar nicht wegen der Predigt selber, sondern vom Inhalt her. Er hat gesagt, ja, das Beispiel da, eben, wo von Jesus berichtet wird mit dem jungen reichen Mann, ist für ihn ein Problem. Ich habe ihn gefragt, ja, was machen Sie denn? Der Text steht 3-mal in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas. Ausführlich. Es ist offenbar Jesus ganz wichtig gewesen. Denen, die die Bibel geschrieben haben, die Überlieferung, ganz wichtig gewesen. Was machen Sie mit so einem Text? Und ich vergesse nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat gesagt, über einen solchen Text predigt man nicht. Sehr ehrlich. Wir würden es vielleicht nicht so offen sagen. Das lasse ich nicht an mich kennen. Das ist meine Sache. Ich gehe dem Text aus dem Weg. Er hat den Mut gehabt, zu sagen, über so einen Text predigt man nicht. Ich habe rund 40 Jahre jetzt nicht mehr darüber predigt. Bis das Jahr. Und jetzt tue ich wieder. Ich meinte, wir müssen. Wir müssen darüber reden. Und ich lese den Text aus Markus 10 ab Vers 17. Als er weiterziehen wollte, rief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eines fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Ja, wer sind die Reichen? Wer trifft den Text? Diese Woche ist ja eine Studie rausgekommen von der UBS, welches das die reichsten Länder sind von der Welt. Haben Sie das mitbekommen? Wieder mal die Schweiz. Durchschnittsvermögen 700 und irgendetwas 1000 Franken. Da gehöre ich nicht dazu, aber es ist so. Oder zwei andere Zahlen. Wer in der Welt 120'000 Franken, also nicht 700, also 6-mal mehr, sondern 120'000 Franken hat, gehört zu den 10% der Reichsten dieser Welt. Eine andere Zahl. Indien ist ja das bevölkerungsreichste Land der Welt. Ist kein Entwicklungsland, sondern ein sogenanntes Schwellenland, das heisst an der Grenze zu einer Industrienation. Und wisst ihr, was durchschnittlicher Mensch in Indien verdient pro Monat? 180 Franken. Jetzt könnt ihr mal schauen, wie viele Reiche das sind. 10-mal? 20-mal? Wir merken, der Text trifft uns. Da kommen wir jetzt einfach nicht raus. Und das ist noch eklig. Dass wir da angesprochen sind, dass wir nicht einfach sagen können, ja, das ist der Blocher oder irgend so einer, sondern dass es uns trifft, das ist noch verrückt. Wir gehören zu dem. Wir kommen nicht raus. Wir müssen darüber reden. Oder haben wir die Haltung, wie dort, darüber predigt man nicht? Zum Text. Das ist ein total erfolgreicher junger Mann. Er hat einen Haufen Geld. Er ist jung. Was willst du da noch mehr? Er hat das ganze Leben vor sich. Traumhaft, oder? Und er kommt zu Jesus mit der Frage, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist ein Mensch, der überall zuvorderst sein will. Beim Geld, bei allem zusammen, auch bei Jesus, auch bei Gott. Und das ist eigentlich gut. Er wendet sich an die richtige Adresse. Aber wie kommt so einer dazu, wo alles vor sich hat, wo eigentlich das Beste, was in dieser Welt haben kann, vor sich hat, dass der kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es ist ja oft bei solchen Leuten, das sehen wir auch, Menschen, die sehr bekannt sind, so sehr viel haben an Ruhm, Ehre, Geld und so weiter, dass die suchen. Weil sie merken, das Leben ist nicht drin, es ist leer geblieben. Man sucht vielleicht dann auch irgendwann einmal in der Droge, in der Esoterik oder irgend so. Und viele scheitern in dieser Suche und finden das Leben nicht, gehen irgendwo unter in Sucht. Als Jude kennt er Gottes Ordnungen, weiss, was Gott gesagt hat, wüsste eigentlich, wo Gott gesagt hat, da ist das Leben zu finden. Und er weiss, es genügt nicht einfach, wenn man das Böse verhindert, vermeidet, sondern Gott hat gesagt, fühl dein Leben mit Gutem. Sollst Gott lieben und die Nächsten wie dich selber. Und da hast du natürlich nie genug. Da weisst du nie, lange jetzt das. Und scheinbar bei ihm als Strebertyp, der sagt, ja, langt das bei Gott? Habe ich das ewige Leben? Unsicher. Und das schlechte Gewissen, das nicht wissen, ob es bei Gott langt, das kann natürlich den Spass am Leben verderben. Jesus wiederholt nur das, was er eigentlich schon weiss, der Mann. Gott hat seine Gebote gegeben. Gott sagt, was Sache ist. Gott sagt, was Leben ist.
Du sollst Gott ernst nehmen im Tiefsten. Auf ihn hören, tun, was er sagt. Und der junge Mann sagt, super. Wieso erzogen worden? Sei Kind, ich mache das. Ich kann alles, danke Jesus, bin entlastet, kann gehen. Genügt. Die Juden haben es tatsächlich als möglich erachtet, das Gebot zu erfüllen und so Gott zufriedenzustellen. Sie haben es nicht verstanden, wie es Gott wirklich gemeint hat. Jesus hat ja das in der Bergpredigt immer wieder verinnerlicht. Er hat gesagt, ja, wisst ihr schaut äußerlich vielleicht, du sollst nicht töten. Okay, bringst vielleicht keinen um, aber du hassest jemand anderen tiefst. Du bringst ihn innerlich um. Dein Hass innerlich ist schon der Mord. Ja, das ist natürlich tragisch, wenn Gott das Innere bewertet und nicht nur das Äußere. Du sollst nicht Ehe brechen. Der begehrliche Blick zur Frau, zum Mann, und du hast es schon da innerlich. Und Gott sieht das und du genügst nicht. Das ist Schuld vor Gott und an den Menschen. Und wenn das natürlich bei Gott so ist, wird es schwierig. Da kannst du es nie recht wissen. Oder eigentlich weiss man es. Ich genüge nicht. Ich will schon. Wie viele unter uns wollen schon. Aber wir scheitern an sich selber. Wer weiß denn schon, was alles in mir ist? Jesus schaut den jungen Mann an, schliesst ins Herz. Wie liebt Jesus Menschen, die Gott ernst nehmen, seine Gebote halten, die in Gott suchen. Und er sieht, was aus dem Mann könnte werden. Der junge Mann hat ja so viel Gutes in seinem Leben. Aber er hat einen Fehler. Er ist gefangen von seinem Besitz, von seinem Reichtum. Das nimmt ihn gefangen. Das füllt sein Leben aus. Und das ist auch gar nicht erstaunlich, das ist normal. Jesus sagt ja das einmal, Matthäus 6, 21 und 24. Er sagt es, er bringt es auf den Punkt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da kannst du nicht darüber diskutieren. Jesus macht das fest und sagt, dort, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Das heisst, das Zentrum von dir, dort, wo du lebst, dort, wo deine Sehnsüchte sind. Da machst du keine Ausnahme. Und dann weiter, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Der Andreas hat es am Anfang gesagt, es geht ja nicht nur um Geld, es geht um Reichtum generell. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes, das Traumauto oder der Töff, den du willst, oder dein Häuschen oder irgendetwas. Vielleicht einfach ein Test. Was ist das Erste, was dich beschäftigt, wenn du am Morgen verwachst? Es gibt Leute, die beschäftigt haben noch lange nichts, aber wenn sie anfangen zu denken. Was denkst du? Wenn du auf den Bus wartest und einfach nichts zu tun hast, wohin gehen deine Gedanken? Vielleicht dort, wo dein Zentrum ist, dein Herz. Und so, bevor du einschlafst, an was denkst du noch? Ist es Gott? Oder was ist es? Und dann findest du das, was das Herz vielleicht daran hängt. Und da haben wir ein Problem. Da haben wir alles Problem, weil wir reich sind. Das ist so vieles, was uns gefangen nimmt. So vieles, was uns fesselt. Und Jesus kennt uns ja auch wie der junge Mann. Ein kleines Experiment. Ich glaube, wir sind uns einig, Jesus lebt. Genauso lebendig, wir sehen ihn zwar nicht, aber er ist genauso lebendig wie damals. Könnte also sein, dass Jesus vor dich einsteht oder vor mich einsteht und sagt, hey du, gib alles weg. Ehrlich, was würdest du machen? Und dann vielleicht wirst du merken, an was das hängst. Nein, Jesus, darüber reden wir nicht.
Der Bericht geht weiter. Ich lese Vers 22. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Jesus sagt, es ist wirklich schwer. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass es so schwierig ist für die Leute um uns herum, zu Jesus zu finden. Vielleicht. Manchmal probieren wir uns rauszureden und sagen, ja, aber Jesus, ich kann schon damit umgehen. Bei mir ist das anders. Oder wir sagen es nicht gerade direkt, über das redet man nicht, sondern wir machen es einfach so. Schon nach dem Gottesdienst wäre doch das ein Thema, oder? Über was redet er? Über alles andere. Ganz elegant an Jesus vorbei. Dann kommt es zum Mittagessen, dann redet man darüber, ob man auf der Eingänge und weiss das alles. Und morgen überlegt man sich und sagt, du, was war überhaupt gestern das Thema im Gottesdienst? Sind wir elegant daran vorbeigekommen? Darüber predigt man nicht. Darüber will ich nicht nachdenken. Der junge Mann ist traurig weggegangen, weil er weiß, dass er sich falsch entschieden hat. Dann das Wichtigste käme jetzt. Jesus sagt, und komm und folge mir nach. Das war ihm sein Problem. Er hat viel gute Vorzüge gehabt, aber er hat das Problem gehabt, dass ihm das vor Jesus gestanden ist. Und wie manchmal steht uns etwas vor Jesus. Denn es geht darum, wie die anderen auch, Jesus nachzufolgen. Jesus wirklich an die erste Stelle zu setzen. Wir müssten frei sein. Es geht nicht mit geteiltem Herz. Eben ganz oder nicht. Und bei Jesus wäre ja das Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass wir das Leben im Überfluss haben. Wo dort ein Haufen weggegangen sind und Jesus fragt die Jünger, wenn ihr nicht auch gehen, sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Also er sagt, ich wüsste nicht, wo ich das könnte finden, was ich bei dir gefunden habe. Bei Jesus ist es, und wir meinen immer so blöd, was uns eingeschwätzt wird, du musst das haben, du musst das erleben und so weiter. Und das ist das Leben. Bei Jesus ist es. Man hat immer wieder Gründe gesucht, warum das da Jesus den ganzen Verzicht fordert. Dann ist es nicht normal. Wir lesen zum Beispiel ganz selbstverständlich im Neuen Testament, in Lukas 8, Vers 3 zum Beispiel, dass in der Schar um Jesus herum reiche Frauen hatte, die Sponsoring gemacht haben, dass sie überhaupt etwas zu leben hatten. Die haben nicht alles weggeben. Die haben ihren Reichtum behalten und von dem Reichtum geschaut, weil ja Jesus nicht ein Einkommen hatte. Dass sie alle zusammen leben können. Und die haben mit dem einfach, was sie hatten, Jesus und seinen Jüngern dient. Und es gibt im Neuen Testament keine Aussage, die sagt, dass Christen alles weggeben müssen. Aber da hat es Jesus gesagt und hat es auch erwartet. So persönlich kann das werden. Auch bei mir und bei dir. Jesus bleibt dabei, bei ihm. Er sagt allgemein, Reiche haben es schwer, das sind arme Leute. Eigentlich unmöglich. Und sie verschrecken an dem Bild. Das Kamel, was ringer geht, das Kamel durch ein Nadelöhr. Wahnsinn, oder? Die verschreckt wirklich. Sagt Jesus, hey, geht ja nicht. Vielleicht ist das Nadelöhr auch das kleine Tor nebst dem grossen Stadttor. Wenn es nachts zu war, das grosse Tor, dann hat so eine Person nach der anderen durch das kleine Türchen, wo man auch Nadelöhr gesagt hat, durch mögen. Aber ein Kamel ist ein Riesenviech, das kommt nicht durch. Und die Leute sagen, Jesus, das ist entsetzlich, was du sagst. Dann ist es ja unmöglich. Und Jesus sagt ja.
Und jetzt stehe ich da vor einem Saal mit so vielen Leuten. Alles Wunder, die sind alle durchgekommen. Ist doch eigentlich ein Grund zum Danken, oder? Ist doch eigentlich schön. Und Gott schafft es mit dir und mir. Einfach grossartig. Menschen, die reich sind, Schweizer sind, also in der Schweiz leben und trotzdem zu Jesus gefunden haben. Ein Wunder. Und dann geht es darum, Schätze im Himmel zu sammeln. Ist eigentlich auch so etwas. Ist ein guter Wechselkurs. Vergänglich sein Ewiges zu wechseln. Wir können ja nichts mitnehmen. Und jetzt können wir aber mit dem Vergänglichen etwas Ewiges machen. Diese Chance haben nur wir, die Gott kennen, die mit Jesus unterwegs sind. Alle anderen verlieren wieder alles am Schluss vom Leben. Wir können es machen. Was mir ganz wichtig ist an diesem Punkt, nicht wegen dem kommen wir in den Himmel. Das wird nicht lange. Gute Werke und all die Taten, wenn ich alles den Armen gebe, das wird nicht lange. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zu Gott, er allein. Die Liebe von Gott, die in Jesus uns Gnade gibt, die Sünde vergibt, sagt, wer an Jesus glaubt, der kommt in den Himmel, der hat das Leben, der hat das ewige Leben. Mit dem fängt es an. Nur die kommen in den Himmel. Aber wenn wir das einmal wissen, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin Kind von dem Gott, ich werde mal in der Zukunft im Himmel sein, dann lasst uns Schätze sammeln, im Himmel könnt nie genug haben. Ja, ist doch logisch, oder? Aber es bleibt noch schwierig, auch für die den Weg durchs Nadelöhr geschafft haben. Jesus sagt es ja da. Die Bibel gibt einige Hilfen. Das wäre jetzt eine Predigt für sich. Die ist auch im Entstehen im Moment bei mir. Ich möchte nur zusammenfassen in Worten, wo ein alter Paulus, ein Apostel, einen jungen Timotheus anleitet und sagt, schau, mit dem Problem müsst ihr so umgehen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 8 bis 10 und 17 bis 19. Deshalb sollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Die Wohnung können wir sicher auch dazu tun. Du brauchst nicht mehr zum Leben und zufrieden sein. Alles andere sind immer wieder materialistische Lügen. Menschen, die reich werden wollen, man könnte sagen, immer mehr wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in viele dumme und schädliche Wünsche. Sie stürzen sich ins Verderben und ihren eigenen Untergang. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. So. Die Wurzel aller Übel, das, was unser Programm ist in unserer Welt, bei uns. Die Wurzel aller Übel. So manche Menschen sind aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ja, schaut es an. Schaut die Menschen an, die das Leben hinter sich haben und nur dem Zeug nachgelaufen sind. Schaut es an. Und dann fährt Paulus weiter. Sag allen, die in dieser Welt reich sind, jetzt müssen wir hören, wir sind Schweizer. Sag allen, die in dieser Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Dieses wird schnell vergehen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Wir sollen uns daran freuen und es genießen. Ist doch auch schön. Ich freue mich von Herzen, dass wir dort dürfen leben und dass wir so viel haben. Gott gibt uns nicht einen Haufen, beschenkt uns, macht uns reich und nachher mag er es uns nicht gönnen. So ist Gott nicht. Wir dürfen uns daran freuen und sollen es geniessen. So steht es und dann geht es sofort weiter. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein und die Bedürftigen großzügig unterstützen. Was Gott ihnen gegeben hat, sollen sie bereitwillig mit anderen teilen. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft
um das wahre Leben zu ergreifen. Schätze sammeln im Himmel. Und jetzt wieder zur Frage, wenn Jesus zum Beispiel mir Bilder zeigt oder Text oder Wort, wo ich sehe in Sudan, wo Hunderttausende im Moment am Verhungern sind, Kinder. Und ich weiß aus den internationalen Begegnungen, dass dort FGs sind, wie wir, wo Kinder, wo die Eltern verhungern. Das ist die grösste humanitäre Katastrophe, die im Moment stattfindet. Und plötzlich leitet Jesus mir so oder etwas anderes aufs Herz und sagt, du, da will ich dich haben. Mit dem, was du kannst. Dann wird es sehr persönlich und dann lauf nicht weg wie der junge Mann, weil du weißt, dass du falsch entschieden hast. Dann los auf Jesus. Da kannst du Gott wirklich erleben. Wenn ich zurückschaue aufs Leben, wir haben Jesus immer wieder wirklich konkret und stark erlebt. Zum Beispiel, indem dass Kranke gesund geworden sind, mehrfach, wo Gott geheilt hat, auch Ärzte, die das nicht an Gott geglaubt haben, haben müssen bestätigen. Wir haben erlebt, wie total kaputte Menschen heil geworden sind, zu gesunden Menschen. Aber wir haben auch erlebt, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, wie Gott gerade im finanziellen Bereich total erlebbar ist. Ich möchte einfach, die Leute fragen nachher ja wegen Beispielen und so, und ich sage es nicht gern, weil nicht irgendeine eigene Ehre oder soll dabei sein oder eine Nachahmung oder so. Ein Beispiel will ich sagen. Es war auch dort in Davos und die Arbeit ist gewachsen. Wir sind so am Anschlag gewesen, die Arbeit ist nicht mehr weitergegangen, weil wir gewusst haben, jetzt haben wir keine Räume mehr und nichts mehr. Und wir hatten auch kein Geld gehabt. Wir haben ja mit null angefangen mit dieser Gemeinde und mussten schauen, dass wir das Nötigste finanzieren können. Aber bauen oder irgendetwas, keine Spur. Und wir haben keine Battle-Aktion und nichts gemacht. Wir haben einfach gewusst, da muss Gott ein Wunder tun. Und am Morgen läutet der Postli. Ich muss da so einen Fackel unterschreiben, fast wie ein Gerichtsurteil. Ich gehe ins Büro und das hast du in der Hand. Ein Scheck, umgerechnet heute rund 1 Million. Wir haben den nicht einmal gekannt. Der das geschickt hat, Gott hat den gekannt. Ich sage damit nur, und so haben wir es mehrfach erlebt, in verschiedenen Punkten persönlich. Das kannst du mit Händen betasten, dass Gott Wunder tut. Einfach weil Gott gerade auch im Materiellen ein Gott ist, der gross ist und der stark ist. Und wo uns auch brauchen, so mit unserem anderen helfen, wo Gott aber auch zu uns steht. Und bitte machen wir eins nicht. Wie der Mann einfach traurig weitergehen. Am Sonntag, in die nächste Woche. Weggehen, weil wir wissen, dass wir uns falsch entschieden haben. Weil Jesus uns etwas aufs Herz legt. Und wir sagen, Jesus, darüber reden wir nicht. Jesus, du stehst jetzt auch vor uns. Dein Wort wird auch zum Wort an uns. Und es ist ganz verschieden. Beim einen wirst du das sagen, beim anderen das. Wenn du lebst, redest du persönlich. Und wir wissen vielleicht schon lange, was du schon gesagt hast, dass wir es endlich tun. Und vielleicht willst du uns heute zeigen oder morgen. Dort, wo du auch unseren Reichtum möchtest brauchen für andere. Herr, mach uns parat zum Hören. Zum Hören, weil es das Größte ist. Amen. Es geht ja da noch weiter, da können wir jetzt noch lange zusammen sein.
Daraufhin fragt der Petrus, du, Jesus, wir haben das gemacht. Wir haben alles verlassen. Was haben wir jetzt davon? Und Jesus sagt, was sagt er? 100-mal mehr. Schon in dieser Welt, 100-mal mehr wirst du bekommen. 100-mal mehr, könnt ihr es nachlesen. Das ist doch eine Herausforderung. Ich wünsche euch Mut.